Ausgaben der chinesischen Regierung bezüglich der Sicherheit in Osttürkestan haben sich, verglichen mit den 2 Vorjahren, verdreifacht. Einem Bericht des amerikanischen Thinktanks Jamestown zufolge hat China im Jahre 2017 für Gefangenenlager 20 Milliarden Yuan ausgegeben. Verglichen mit dem Jahr zuvor ist dies eine 213-fache Steigerung. Der deutsche Forscher Adrian Zenz von der European School of Culture and Theology hält fest, dass die Ausgaben für Verbrechensbekämpfung und Verurteilung von Kriminellen konstant geblieben seien, während Ausgaben für Gefängnisse sich im Zeitraum von 2016 bis 2017 verdoppelt haben sollen. Mehrere westliche Länder, darunter Kanada, Frankreich und Deutschland, forderten China zur Schließung der Lager für inzwischen über 1 Million uigurische Aktivisten auf. All 5-jährig verfassen die Vereinten Nationen einen Bericht über alle Mitgliedstaaten. Chinas Bericht soll diese Woche einer Begutachtung unterzogen werden. In einer Sitzung betonte Peking, dass die Rechte der Minderheiten Schutz bekämen. Dennoch wurden eben jene Rechte nach zunehmender Kritik aus westlichen Staaten und nach neuesten Untersuchungen der Menschenrechtsverletzungen Chinas im Allgemeinen und insbesondere bezüglich der Uiguren gegenüber offensichtlich weiterhin verletzt. Laut Quellen des französischen Geheimdienstes wurden 6 Personen rechtsextremistischen Hintergrunds aufgrund von Anschlagplänen auf Macron festgenommen. Der französische Sender BMF bestätigte das Geschehen. Aus Behördenkreisen ist bekannt, dass es sich um ein geplantes Gewaltattentat handelte. In Indien, Heimat von Millionen Muslimen, wurde das Gebet unter Strafe gestellt. Das Hohe Gericht habe im Vorfeld das Freitagsgebet untersagt, ebenso auch reguläre Gebete. In Taj Mahal, so das indische Archäologische Wissenschaftsinstitut, seien reguläre Gebete nun ebenfalls verboten. Der Präsident der türkischen BBP-Partei, Mustafa Destici, äußerte sich bezüglich der Assimilationspolitik Chinas. So fragte er nach dem Unterschied zwischen dem heutigen China und dem damaligen Hitler. Ob nun Seife aus Knochen gemacht oder eine Identität zerstört werde, beides sei Assimilierung und Genozid. Rizik Shihab, Führer des Islamic Defenders Front, wurde von Sicherheitskräften in Saudi-Arabien verhaftet. Shihab wird nun von Behörden in Mekka befragt. Dies bestätigte das indonesische Außenministerium. Die Kinder der internierten Uiguren werden in den Städten Kashgar, Hoten und Gulja in speziell für sie errichteten Assimilierungszentren umerzogen. Neuesten Dokumentationen von Fotografisk zufolge werden die Kinder mit Zwang in die Unterkünfte verfrachtet. Die jüngsten Kinder sollen 1,5 Jahre, die ältesten bis zu 4 Jahre alt sein. Karakash, Vorsitzender des uigurischen Vereins Ethik, berichtete von Zwangsassimilierung, Demütigung und Umerziehung der Kinder zum Zwecke der Identitätsverdrängung ihrer uigurischen Kultur. Weiter sollen die Kinder ihr Volk leugnen und hassen, sich gar für ihre Herkunft schämen. Karakash rief dazu auf, sich vor China zu wappnen.